Welkom ter zingen. Schön, dat du eingeschaltet hast. Wir laden dich an, von dir, was mit uns te zingen. Wir wollen Jesus Christus aanbeden en du bist eingeladen, mit uns dat te doen. En wir wollen ook horen wat Jesus Christus uns te sagen hat. Elando hat sich reut gemacht von der Botschaft. Und wir wollen uns daran freuen, dass Jesus Christus alles vollbracht hat, dass ans Haar ist und dass Jesus gut ist. Und das erste Leute, du redest wie direkt zu Jesus. Du bist gut und du bist eingeladen mit zu singen. Du
grote genot. Kon ik minimals vertuin, oh Jesus, du sagst stille stallen, en dein Twerget lot, en werd je kalt. Oh Jesus, ik brauch es glauben, du bist min Retter, ik will dir hin. Dine Stem, ze klotte hin, wird dein min Hort berühren, dicht wie die Person, dine jähen Worte spähen, Worte gibt sie, Worte hier beten, dine grote genot. Kon ik minimals vertuin, oh Jesus, du sagst stille stallen, en dein Twerget lot, en werd je kalt. Oh Jesus, ik brauch es glauben, du bist min Retter, ik will dir hin. Oh Jesus, du sagst stille stallen, en dein Twerget lot, en werd je kalt. Oh Jesus, ik brauch es glauben, du bist min Retter, ik will dir hin. Ja, Jesus, wir können uns darum freuen, dass du uns läuft hast, dass du an jeden von hier läuft hast, aber dass du die Person läuft hast, was nu krijgt tekst en wat, ja, nu ook eine Begegnung mit dir haft, Jesus. Wir danken einfach dafür, dass du uns so läuft hast und wir loben und preisen dich dafür. Hab ich loven en prijzen, dien heilige noemen. Hab ich loven en prijzen.
Psalm 63 lesen wir in Gebet von David, wo es sagt, oh Gott, du bist mein Gott und meine Säule darfst nur die. Und Jesus, wir kommen immer weiter in Situationen, wo uns nur das Leben gewohnt hat, darfst, was du uns scheint kosten, was du uns scheint machst. Und wir streiten uns ut nur die. Und wie sei Jesus, wie brücke die zu aller Zeit. Min Gott, den ich seh. Mina Säul darschen och de hållen tid. Så utgedredet långt och fota var. All die Säulen, dine Herrlichkeit. Ich sei die Kraft, dass du die hier bewegt. Dine Leibesbilder aus dort Leben. Du bist treu, du bist gut. Dine Leib stort ja aus dig bil. Du förgäves min hand till mig ut en tråbelrut. Hemma, in hemma var jag med i snö. Lägg mig handla i dig, jag kan dig. Vad jag bakar liv, sitt jag vid. Vilst du min halpa bäst, tror jag dig. Mina Säul hängt om de håller. Ich står och brukar dina rechte hand. De nummer upp är gång, jag lov vi har. Du bäst du bäst gud, ja. Dina lögner står jag hos dig, men det kommer så rätt bestämt. Du förgäves min hand till mig ut en tråbelrut. För hemma, din hemma var jag med i snö. Jag var i loven så lang och säkert. Innen dine nomen mine hänger på. Mina Säul var tillfredsen, vilst du är min vås. En segnet var jag din loven. Du bäst du bäst gud. Dina lögner står jag hos dig vid. Du förgäves min hand till mig ut i tråbelrut. För hemma, din hemma var jag med i snö. För hemma, din hemma var jag med i snö. Vielleicht gehst du auch in diesem Moment durch Troubles. Vielleicht erforschst du, dass Jesus ganz dich bei ist. Und wo immer von der Leo du bist, darfst du eintreten, du darfst Jesus anbeten. Du darfst die Hand knäuen, du darfst deine Hände ausstrecken, noch Arm. Du kannst einfach an deinem Hort till Jesus singen, du bist das Licht, was gekommen ist. Licht
Leih vårt mjölk, min hårt når de beden, min leven jag fagnar dig. Hier zie ik ten beden, hier zie ik ten prijs, hier zie ik ten zijn, du bist min Gott. Du bist ganz verleibert, ganz in Größe würdig. Du bist wundervoll, getan mir. Hannibal ist so hier, Jehova, für herrlich am Himmel wie dir. Däume dich schäumst in die Welt mit Herren, im Bläst ins Leib wurdst du Und hier sie zum Beten, hier sie zum Preisen, hier sie zum Sein, du bist mein Gott. Und du bist ganz verleibert, ganz in Größe würdig. Du bist wundervoll, getan mir. Und ich weet nicht, wie viel die das kost. Für meine Sinn, du hab dort gedienst. Und ich weet nicht, wie viel die das kost. Für meine Sinn, du hab dort gedienst. Und ich weet nicht, wie viel die das kost. Für meine Sinn, du hab dort gedienst. Und ich weet nicht, wie viel die das kost. Jo, für meine Sinn, du hab dort gedienst. Und hier zie ik zum Beten, hier zie ik zum Preisen, hier zie ik zum Sein, du bist mein Gott. Du bist ganz verleibert, ganz in Größe würdig. Du bist wundervoll, getan mir. Und hier zie ik den Beten, hier zie ik den Preisen, hier zie ik den Sein. Du bist mein Gott, und du bist ganz verleibert, ganz in Größe würdig. Du bist wundervoll, getan mir. Amen. Vor dem Himmel, zoals we gezongen, zo begaan we dat du der Einzige bist, der würdig ist, von uns geloofd zu worden. Dat we die prijzen, dat we die ehren, dat we die verherrlichen. En dat we bekennen in de ganze Welt, du bist keiner, der mit dir vergleichbar ist. Du bist einzigartig, wunderbar und herrlich. Du bist als Mensch gekommen auf diese Erde und hast niemals den Sinn gekannt, bitte du am Kreuz, wo alles auf dich geschmiert wird. Du hast die unsere Sünde gedreht. Du bist für unsere Sünde gestorben. Und wie können durch dein Wort leben? Herrlich bist du. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Lieve heren, ik wil mijn uitvordering in deze bezending een beetje naar Gottes draaien.
Wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist, ist das keine Entschuldigung. Du hast von der die Gelegenheit, wenn du lebst, wenn du odemst, wenn du denken kannst, om te keren en die leen leven Christus te eeuwigen en die een niet het leven van am schenkje te laten. Wir leben von der und Tag in einer Welt, wo viel Zweifel herrscht. Wo die Welt, oder wo wir als Kinder Gottes in diese Welt rückgefordert sind, Licht te brengen, Hoffnung te brengen, en Christus klar te bekennen. Door we dat weten, dat de Waderspanier, de Feind, die beschäftigt sich mit allem, was er kann, de Welt met wat er binnen is, te verstieren. Die zegt naar mensen, die hij daaruit krijgen kan, en van dem aufbringen, der die Welt geschaffen hat, nämlich Gott. Paulus sagt uns im Römerbrief im Kapitel 8, im Vers 15, diese Herausforderung, Christus klar zu bekennen, sie haben nicht einen Sklavengeist gekriegt, dat sie ihn verrichten machten. Sie haben einen Geist gekriegt, der durch Gott jünt, durch den Gott jünt annimmt als seine Kinder. En die am onruipen als Vader. Leiva Vader. Wer ein Kind Gottes geworden ist, der darf dat weten dat Christus immer bij hem is en dat hij niemals wordt allein zijn. Verkomals fallen wir uns allein. Doch wir sind nicht allein. Wir haben einen, dem wir ein Leib teurer bekennen und zu dem wir weiter kennen, wir haben eine Teilhörigkeit. Wir hier, wohin? Wir sind nicht aus Kinder auf der Welt, die nicht in Futter haben. Wir haben ein Tüß, nämlich bei Gott. Dort Jesus Christus all vor 2000 Jahren gesagt hat, ich gehe nach meinem Vater und ich war Wohnungen vorbereitet für ihn, damit die ein Tag alle bei mir in der Herrlichkeit für immer im Heim Vader sind. Und diesem Leuven Vader, dem habe ich von der anrufen. Wir sind nicht allein. Doch in all diesem Wirrwarr, was in dieser Welt von der herrscht, will ich mit die über ein paar Prinzipien nachdenken, die uns helfen können, Gott klar zu bekennen. Fast zu heulen an Arm und zu weiten, wo wir hingehen, damit wir nicht hin und her geschmissen wurden. Der erste Anhaltspunkt, den ich von der Autor möchte, ist, hier ab mit Zweifeln. Wenn du an Gott geglaubt hast, dann kannst du Zweifel nicht brücken. Die Zweifel ist, ich glaube, die grootste Feind, der sich in uns mischen will, der uns hindern kann, dass wir das erreichen können, was Gott mit uns in unserem Leben erreichen will. Und wir lesen dort in Jakobus im Kapitel 1, im Vers 6b, Bad 8, wo er sagt, ein Zweifler ist so als eine Wal auf dem Meer, der vom Wind hin und her gedreven wird. Wer zweifelt, soll nicht meinen, dass er von Gott was schreien wird. Ein Zweifler ist hin und her auf all seine Wege. So, omdat Gott uns in seinem Reich brücken kann, moet wie Zweifel in eerste steht in unserem Leben uitriemen. Dem haben wir ab keine Art in Kant brücken. Ich lade die an, dass wir uns einmal auf das Beispiel von Josua, das wir im Alten Testament finden, konzentrieren. Josua hat auch mit Zweifel zu kämpfen. Das ist du und ich, das von der auch verkommens habe. Ich glaube, Josua wie ein ganz normaler Mensch. Doch die Bibel redet sehr klar davon. Ich glaube, er hat auch mit dem zu kämpfen, ganz an Gott wirklich zu glauben und voll ab am zu vertrauen. Die Frau ist vielleicht woran, wenn er ein großer Gottesmann wie und so dicht bei Gott lebt. Ich glaube, ich weiß das nicht genau, woran er wohl Zweifel habe. Aber ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das mit dem zu tun sein, wenn es Moses sein Nachfolger wird. Was kann das für Josua bedient haben,
Moses, der so ein großer Held war, durch dem Gott so viel große Wunder getan hat, sie nur Fehler zu sein. All das gemischte Gefeile. Und Gott sagt, nu ist es dran, dass du Moses seinen Platz annimmst. Moses ist es, durch dem seine Karriere hat abgehört. Und du wirst nu wieder das falsch führen, dass durch die ganze Wüste getragen ist, durch die Anleitung von Moses. Und so nu sagt er zu Josua, ab nu ist das Diener abgehoben, nu wirst du das Stier an Hand nehmen. Das kann ich mir so vorstellen, dass was ein oder den anderen Zweifel in Josua verrückt habe. Weil, wenn Mose das so gut gekriegt hat, und das oder ein Jahr, oder du hast diese gut bewiesen, in dem, wer sie echt plötzlich, doch der ich mal das Ganze miterlebt habe. Aber Gott sagte ihm, du hast das miterlebt, weil Mose das falsch durch die Wüste geführt hat. Und du wirst nicht das Stier in Hand nehmen und das falsch in das verheißene Land führen, was ich Mose versprochen habe. Mose wird das nicht tun. Aber du wirst das tun. Doch du hast ein Problem. Palästina ist ein Land, eine Gegend, die von 7 Nationen besaat worden ist, bewohnt ist. Und jeder eine von den Nationen ist gerade aus das einzige Volk Israel. Dass dort auch was gemischte Gefeile in Josua vergebracht haben, das kann ich mir auch so vorstellen. Weil so, wenn wir als Israeliten mal so ein kleines Volk sind, sollen wir 7 Nationen schaffen, um dort Land anzunehmen. Ich kann mir so vorstellen, Josua wird Gott vielleicht gefragt an ihm stellen, ihr habt das nicht irgendeine eine andere Idee, dass wir in das Land kommen können, ohne dass wir diesen Schreitje begegnen müssen? Doch Gott hat gesagt, je sollen das Land annehmen. Auch wenn all die Nationen da binnen herrschen, je sind nu dran. Als sie diesen Kampf verstunden, der sich über eine Zeit lang tragen wird, wäre sie dicht am Ufer vom Jordan, wo Gott Josua vorbereitet hat und sagte ihm, Josua, sie mutig und sie entschlossen. Du kannst die Zweifel nicht brücken. Er sagt, sollte ihm im Vers 9 im Kapitel 1, horch, ich habe dir gesagt, das ist eine ganz direkte und klare Anordnung. Das kommt direkt von mir, sagt Gott, dass du mutig und entschlossen bist. Hab keine Angst und lass dich von nichts anschreien. Warum nicht? Weil's ich, der Herr, dein Gott, blieb bei dir, bei alles, was du deine wirst. Bei alles. Josua kriegt diese wunderbare Teusei. In diesem ersten Kapitel fängt wir diese Utsei Feuermol von Gott wiederholend. Kann das sein, dass Josua nicht ganz verstanden hat? Dass er einmal weiter, dass er gefragt hat, Gott, wirst du wirklich? Wirst du wirklich? Er sagt, Feuermol in diesem Aufschnitt, in diesem ersten Kapitel, sie mutig, sie entschlossen, lot nicht Rümt waschen, lot keine Filterung waschen. Muss wel Gott mit das sagen. Ich glaube, er will Josua das in diesem Fall unmissverständlich vermitteln, Riem Zweifel ut din Hut. Dem kannst du nicht brücken. Josua, ab diesem Moment musst du utriemen. Da kann keine Wahl zwischen dir und mir sein. Helligkeit, Reinheit, Entschlossenheit für mich, Klebekan. Du bist nicht gefordert. Du musst die von dir entschließen. Du kannst zweifeln, oder du kannst ab mir vertrauen. Diese Entscheidung, die muss Josua ganz klar treffen. Die Frau, die ich uns von der stelle, ist, was bringt uns dorthin, an Gott und an sein Wort zu zweifeln? Jeder einer von uns wird wahrscheinlich analysieren müssen,
Of hij mal twijfelt en waarom hij twijfelt. Dat heeft ganz bestimmt meine Sache, aber ich möchte mal 2 Karten erwähnen. Als erstes einmal, was bringt mich leicht im Zweifel, als wenn ich mich mit anderen vergleiche. Wenn Gott mich brücken will, dann sage ich leicht, ich glaube, Jana kann ein bisschen besser. Gott, der hat meine Vorbereitung, dem hast du da laten Schuld geschickt. Jana, der hat meine Erfahrung, der ist all Rieper. Was soll ich das? Und das fängt sich an, auszuspielen. Ich sage vielleicht ja, vielleicht nee. Ich kann das vielleicht gar nicht. Und ich zweifle an mich selbst. Doch Gott will nicht, dass wir uns mit anderen vergleichen. Er hat mich als ein einzigartiges Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn er die einen Auftrag gibt, dann redet er nicht zu mir, dann redet er zu dir. Und wenn er mir einen Auftrag gibt, dann redet er nicht zu dir, dann redet er zu mir. Wir können uns nicht in den Stich können. Mittlerweile sind das, ich glaube, 2 Sachen in unserem Leben, die wo wir niemals in anderem in eine Schauschule kennen. Die mussten wir einfach selbst tun. Das eine wir geboren worden und das andere ist gestorben. Das kann mal kein anderer von uns tun. Aber all dem Rest, weil wir Gott vergesagt, der mal du, der mal du, der mal janem, der mal dem. Gott sagt, nee, du bist gefragt. Du bist gefragt. Kein anderer, du. Vergelijken is een groot probleem wat ons raufbrengen deed en wat ons ook leicht te net vieren deed. Want we geloven, ja, dan kan het beter als ik. Dan vang ik onnedig te worden. Dat is een ander probleem wat mij afbrengen deed. De andere zaak wat ik erwähnen mocht is, mij immer weer aan mijn verzeien te herinneren. Weet je nog, 10 jaar terug, dan wil ik het al eenmaal. Maar wat van groot het mest ik dan ook. En immer weer wanneer ik een trubbel gebeurd heb, dat wordt ook niemals steunen. Ik word het niet aanschreeuwen. Ik weet dat al te wat heid nog wel uitvangt. Om dem te herinneren. God zegt, wanneer ik die niet merk, dan merk ik niet. Hij deed keine schapperie merken. Hij deed niet schieren en even voor. Hij merkt wat ganz niet. So, ik heb een probleem, wanneer ik thuis kijk, er terugkijk en heen aan mij kijk. Wat ik voor veel heb. Ik kan mijn Fehler wel zijn en wanneer ik door het leren wil, beter te worden. Maar sonst immer weer dat treed me aan dat te herinneren wat ik falsch gedaan heb, dat bremst me überhaupt wat frischer te doen. Paulus zegt, ik help uit. Ik laat luisteren wat hinter mij ligt. Dat is mijn ziel en ik strijk me uit naar ver. Hierop met twijfelen. Dat tweede wat ik aanreden mocht, die terugroepen mocht van jou is, zie die God zijn verspreken. In zijn woord. De verhoudingen, dat verspreken Gottes, dat weer van grote bediening im leven van Jesua. Die weer de sleutel, die am te zienen erfolg bracht. Eine Teilputung von Josua sein Leben kann sein, geriep dat Land, wat ik je verheidt heb. Neem dat aan. Dat weer het leven van Josua. We zijn daar gewust daar. Nu, neem dat aan. God heeft zijn volk dat versproken. En als zij voor een Jordanfluss weer en God voor ihre Mission aan voorbereidet had, dan zegt hij, herinner je je aan mijn verspreken? Dan wijst hij aan op die uitzij aan. En verstreu al die steden, wo jene feit napklunje worden, heb ik junt gegeven. Heb ik junt gegeven. Die wil ik junt gegeven. Die heb ik junt gegeven. Wo jene feit napklunje worden. Zo als ik Mose dat versproken heb. Dat wordt niets anders zijn. Of du nu een grote fout hast, een kleine, oder wat immer, wo du napklunje wordt, dat wordt dienst zijn. Zo, maar du moet gaan, du moet napklunje. Dat moet bij aan klaar zijn. Wat God verspreekt, dat houdt hij. En wie zijn dat, wanneer we eenmaal een sprong maken ganzen Schluss, dan Schluss in Josua Kapitel 23, da sagt Josua diese Bestätigung. Einmal reibt hij dat volk, dat wir Jods euer gestorben sind. Als seine Mission te eng wir, dann sagt hij,
lieve mannen, lieve vrouwen, je zijn dat mijn tijd afgerand is. Nu merk je dat klaar en precht je dat hem hart aan. Dat de Heer, je God, alles wat hij versproken heeft, en je hulde heeft. Zo, we gaan nu terugkijken. Alles wat hij verspreekt, alles heeft hij aan je hulde. Er is niets uitgevallen. En hij bestätigt dat nog eenmaal niets is uitgebleven van al dat goede wat hij je versproken heeft. Dat is alle gekomen. Zo heb je eenmaal een sprongpraat genomen zijn wat hing aan Josua zijn leven aangekomen. Dit zijn zijn ervaringen. Nu heeft hij de zeichnis. We kunnen terugkijken en God is trouw. God is trouw. Hij hält zich aan dem wat hij verspreidt. Wanneer du wirst voor God leven. En die van am in dienem leven brokken laten. Dan brukst du de Bibel. Du brukst zijn woord, du brukst zijn verspreken. Beu op Gottes verheißungen dien leven op. Laat ons mal einem karten Blick op Gottes verspreken in Josua zijn leven komen. Einmal sagt er, ich verspreche die Kraft. Josua verspricht die Kraft. Im Vers 5 sagt er, kein Feind wird die wahre Stunde kennen. Kein Feind, wer mächtig der auch ist, wer große Nation auch sein macht. Nicht mal, er sagt das doch nicht so, ich stand mir immer so fair, nicht mal, wenn all die 7 Nationen auf einen Schlag würde gehen, die kommen, die wollen die nicht unerkriegen. Warum nicht? Weil ich war dein Leben lang die Bestehen. Dein Leben lang war ich die Bestehen. Und Josua sagt das im Kapitel 23. Gott hat mein Leben lang mich bestehen. Alles ist angetroffen. Er verspricht am Erfolg. Da wollen wir noch im Zwischen ein bisschen abkommen. Erfolg muss wieder alle, nicht? Erfolg haben im Leben, das uns doch geht. Und das gibt uns ein gutes Gefühl. Und er sagt Josua im Vers 7, omdat du Erfolg hast, mit alles, was du übernimmst. Wow. Da will wir noch ein paar andere Wörter lesen. Gott hat da ganz klare Bedingungen, woran er sagt, dass du Erfolg haben. Dem Erfolg, dem garantiert Gott, wenn Josua sich daran hören wird, was heute am sagen wird. Und wieder, er verspricht am Unterstützung. Weil Gott hat sich dort nicht, wenn wir eins was anfangen, wie viele von hier ans. Da ist jemand, der ist hier uns, der unterstützt uns, der merkt uns Mut, der raubt uns irgendwann mal Kraft, sie mutig, blieb stark, verweich. Wils ich, sagt der Herr, dien Gott, blieb bei dir, bei alles, was du deine Wurst, sagt er im Vers 9. Nu komme ich einmal drei ab dem Vers 8, da sagt er, de Anweisungen van een mijn gezatsbuik immer weiter uitspreken. En denk om dag en denk de nacht doorheen nu. Omdat du in allem zo handelt, als door binnen geschreven staat, dan wirst du Erfolg hebben in alles wat du anfängst, geleidelijk te einbrengen. Alles, was du angefangen hast, das Land anzunehmen, das wirst du geleidlich zu einbringen. Das Vers weist uns, das sehr klar, dass Josua sein Erfolg nicht auf seine Fähigkeiten begründet wird. So, wenn ich mich vergleiche, Jana kann das besser als ich, habe ich Gott nichts zu sagen. Mein Erfolg, der ist nicht op meine Fähigkeiten, op meine Gaven gesagt. Die haben einen anderen Hintergrund. Gott ist du. Und er sagt, auf was basiert dein Erfolg? Ich habe die Anweisungen gegeben. Im Gesetzbuch. Dat die met die Mühl uitspreken. Immer weiter. Dat der Feind en dat metvolk van de Israëlieten alle immer weiter dat hier kennen. Seid mutig, blijft stark, twijfelt niet, verre weg. Dat die uitspreken. Sei dat. Die moeten dat alle hier wie reden
Gott für uns. Unsere Prophezeiung für dort, was wir tun, die kommt von Gott. Und wir sagen die immer weiter aus. Und Gott sagt, wiederhol dort, und dort war da, und dort war da. Dort wird nicht zu viel. Dann sage ich dir weiter zu ihm, und denk danach, und über Dagen, immer wo du bist, denk darüber nur. Warum? Damit du handeln kannst. Paulus sagt uns auf einer steht, du musst deine Denkart verändern, damit dein Handeln verändert werden kann. Omdat du anders handeln kannst, müssen deine Gedanken verändert werden. Du wirst sagt Gott zu Josua, dat hier binnen prägen, dat in deine Gedankenwelt förderen, dat darüber nachdenken und grabbeln, beschäftigt dich damit über Gottes Anweisungen, damit du unbewusst einfach anfängst so zu handeln, als dein ganzes Gehirn geprägt ist. Dann, sagt Gott, wenn du diese Bedingungen erfüllen wirst, Josua, du wirst sein, du wirst erfolgreich sein. Nichts von dem, was du anfängst, wird in ihr Weges liegen bleiben. Ich verspreche dir dort, dass Palästina wird nicht halb angenommen werden. Palästina wird ganz von Israel befällt worden. Verlot die ab Gott. Das ist der nächste Teilpunkt, der ich von dir merken will. Wir haben erstens seine hier abzuzweifeln. Und zweitens sieht Gott sein Versprechen in seinem Wort. Und drittens verlot die ab Gott. Wenn ich rede von die ab Gott verloten, dann rede ich von mehr als von an Gott glauben. Dann rede ich mehr als von über Gott plüdern. Dann rede ich mehr als von mit irgendwem von Gott vertalen. Ich rede dann von dem, dass du die ab am Städte hast. Ich rede dann von dem, dass du ganz damit regnet hast, dass Gott wird deine. Du kannst die raufschmieden und Gott wird die hören, wann er die das versprochen hat. Gott wird die bestehen. Der wird du sein. Du kannst damit regnen. Wenn du im Jordan dann gehst, du wirst nicht versuppen. Natürlich nicht. Dort bedeutet, dass wir uns in seine Hände schmieden können. Dass wir uns ganz voll in seine Hände fallen lassen können. Er wird uns unterstützen. Gott sagt zu Josua im Kapitel 1, Vers 5, kein Feind wird die widerstehen können, weil ich wird die dein Leben lang bestehen, so als ich mit Moses gewesen bin, so wird ich auch mit dir sein. Ich will mich nicht von die Tretratje in die im Stich lassen. Auch wenn alles anfängt, dies zu werden, ich will mich nicht tretratje. Du kannst das weiter, ich trage meine Hand nicht treffen, die Josua, der ist hinter den Regen, bloß du musst gehen. Du musst vorab. Ich will nicht vergehen können. Ich will hinter dir sein, ich will bei dir sein. Aber du bist gefragt in diesem Moment. Lieber hier, das sagt Gott von dir auch zu dir. Du kannst die voll und ganz ab Gott verlassen. Weil Josua sich ab Gott verleiht, kann er jeder Kampf gegen seinen Feind gewinnen. Er erregt dort Amelie in Menschen Ehe. Warum? Weil er sich ab Gott verlassen hat. Weil er sich entschlossen hat, ab Gott zu vertrauen. Wiederholend hat Gott zu ihm gesagt, sie mötig, sie entscheiden. Sie die sicher, zweifeln nicht. Sie steht. Wenn Gott in deine gehen wird es, dann verschwindet die Angst. Wir lesen in Sprüche 3, Vers 5 und 6, wo das sagt, verlot die ab dem Herrn mit den ganzen Tod und verlot die nicht ab den nicht Verstand. Denk an ihm in alles, was du denkst, und er wird die den rechten Weg weisen. Ich komme nur der vierte Teilrupung, auch der letzte, der ich von der Teilrupung will, der war hier. Nu bist du gefragt. Von dem, was ich was hier gesagt habe. Der Moment ist gekommen, wo dort Wirklichkeit wird. Der Moment ist gekommen, wo du abhören musst mit Tauhieren
en eeuwigone matst van tuihieren nom duinen. Dat wordt Gottes anfangen Fleisch worden te laten die en dat einfach leven. Uitleven zoals God dat van die hebben wil. Dat kan geen ander. Dat kan niet Mose voor Josua gedaan hebben. Mose had veel gedaan. Maar Josua moest het zelfs wat hij te doen had nu uitleven. Krijg ze doen ook. Dat moet we nu in ons Fleisch worden laten en dat uitleven. We lezen Josua kapitel 1 vers 10. Dan roept Josua de opzichter im volk en zegt. Dus nu vangt hij dat volk aan uit te merken. Maar hier eenmaal de vers. Dit is de moment van de werkelijkheid voor de Israëlieten. De eerste schritt is gevraagd. We hebben gereed, we hebben God uitgehaald, God heeft toegezegd, God heeft versproken, God heeft ondersteuning gegeven. En dat alles wat we brokken kennen irgendwann im leven is fertig. Nu is de eerste schritt gevraagd. We worden nu op hier met reden, we worden nu eeuwig gaan om duinen. Nadat dat zij voor de 13 jaar dan gegaan zijn, zal de kampvlees komen. Tegen de nationen in Palestina. Om dat verheugde land wat God aan verheugde had in te nemen. De Jordan is normaal een kleine fles. Ik weet niet wer van jullie wat gezien hebben, maar het is niet een grote fles. Buiten in die tijd, wanneer dat im Frühling komt en dat Schnee in de Gebirge abdeven, dan wordt dat een Bruder, een Bruderfluss. Dan wordt het gefährlich. En de Bibel zegt, krijgt deze tijd. Hat Gott dat geführt, dat dat Volk wat im Fluss gekommen ist. Könnte nicht in een ander moment uitzien, als die Fluss schmal wird, als die ruhig wird? Wieso muss die krijgt nu im Frühling? Wieso muss die krijgt te deze tijd? Als dat Water breit über Butterschäl en als dat gefährlich wird. Hij muss die Situation zo drehen. En dat is het ganz typischste voor God. Dat zo drehen, dat dat ganz klar is, wem deze Ehe hier wordt. De Ehe wordt niet Jesua hier, die wordt niet de opzichter hier, die wordt niet de priester hier, wat de bundeslade trouwen. Die wordt God hier. Alleen en einzig God wordt die hier. En die wordt hij met geen tweede delen op deze Ehe. Palästina wordt erobert worden. Palästina wordt aangenomen worden. Al die nationen, die worden uitgeschaft worden. Israël wordt het aannemen. Maar de Ehe wordt God hier. Dat waar we zijn, zegt God, we worden zo gaan. Dat je worden duinen, je worden je hartje. Het wordt verherrlicht worden. Als eeuwig Vader. Hier schijnt dat ze, als man God tegen Josua zegt, ik wil hier mal een beetje mijn fantasie klappen laten. Ik stel me hier zo ver, God neemt Josua mal een beetje apart en zegt, Josua, ik wil van jou met jullie een praatje maken. Erinnerst du dich aan de tijd als ik dat volk uit Egypte haalde en dat we dat durch het Rode Meer durchtrokken? Ja, stel ik me zo ver wat Josua gezegd heeft, ik weet. Weet je nog, als Mose door den Stok überhält? Vielleicht ja. Aber weißt du noch, dat ik dat Water in dem Kanal durchmerken deed en dat ganze Volk tragt durch, ohne Probleme durch? Ja, sagt Josua, dat weet ik nog. Vertuurst dat niet, dat staat er niet geschreven, dat denk ik me niet bless uit. Maar ik kom je te verstellen dat God wat met Josua dan met mij gereed had als dat wat hij hier opgeschreven heeft. Dan zeg ik, God, van jou wil we dat ondersteunen. Damals sprak dat volk Israël, heb niet geloven, dat ze daar uit meer traatje kunnen. Dat we in 3 jaar wachten daar. Dat Water had kanten gevormd. Klaar, zij moesten erop vertrouwen dat dat niet waar dat uitvallen wordt, ja, zij worden daar zijn. Maar de weg weer dreig. De mensen kunnen dat zijn, hier is een weg daar. Hier im Jordan van jou is geen weg daar. En hier wordt ook geen weg daar zijn. Hij zegt, ik wil dat je mij nu bewijzen doen, dat je een beetje wat van dem wat ik in partij gezegd heb, werkelijk leven doen.
Ich habe ihnen gesagt, seid mutig, seid stark, zweifelt nicht, ich war hinter ihnen sein, ich war bei ihnen sein, ich war ihnen in Reihe stark. Jeder Moment, in jeder Schritt, wo ich war sein, ich war meine Hand von ihnen nicht treten. Und ich will nu von ihnen weiter, auf je sagen können, ja, Pa, ich glaube die dort. Wer wollen wir das vorstellen? Gott sagt zu Josua, weißt du was? Wenn der Priester, wat dem Herrn, der alles regiert, seine Bundeskist trau, en dat woord da vom Jordan stilstonden. Dan wordt dat woord da vom Jordan, wat van bovenaf komt, zou als een Daum stonden blijven en niet wieder aan. Weißt du, wenn die Sohle nicht not worden, passiert hier von der nichts. Ich brauche dat je mij dat wijzen, dat je aan mij leven. Oh ja, wie hem terecht draait. Ik wil je een garantie hebben. Ik heb je mijn garantie gegeven. Ik wil je een garantie hebben. Zo, wanneer je niet worden luistraatje im Jordan nennen, dan wordt de Jordan niet stilhouden. Zo, je gewoon luist, je wil daar straatje. Dan wil je zijn. Wanneer de zolen is worden not zijn, dan wordt dat woord daar stonden blijven. En onder weer, wanneer je mij dat niet wijzen, dat je op mij vertrouwt, dan passiert einfach nichts van jou. Meine Frau en die van jou als Leiwatui hier, bent als de Jordan, an dem du stehst. Du sollst durchgehen, wo das ein Rieten der Jordan fertig, und du weißt nicht wo. Wenn es der Borg, dem du bewältigt sollst, der für dich unüberwindbar anschien zu sein, Gott reibt dich von dir zu. Sie mutig und sie entschlossen. Das bedeutet nicht, dass dort keine Angst kommen kann in die. Mutig zu sein bedeutet nicht angstlos zu sein. Mutig zu sein bedeutet auch, wenn Angst du hast, die jetzt verweicht. Du hast die entschlossen und die hirst nicht ab. Die jetzt, die fällst, weil es Gott gesagt hat, du vertraust. Mutig zu sein, überwindet die Angst. Gott verspricht die, wie die zu sein. Und ich schließe mit dem Vers 4 uit Lera Kapitel 11. Wer te zijn om waarde oppost, wordt niet zum Seien komen. En wer bloß nur de Wolke kijkt, wordt niet zijn Arm aanbrengen. Leiwatui hier, de tijd voor die is dran. De Welt is riep. De Welt brucht Männer und Frühes, die sich zu Gott bekennen, unmissverständlich, die nicht bloß zu einer Glaubensgemeinschaft gehören, die nicht bloß gemütlich in die Kirche sitzen, die nicht bloß gemütlich ruhige Gemeinschaft haben, die Hand am Wort leihen, die Gott sein Wort verkündigen, die Gott sein Wort predigen, die Gott sein Wort lehren. Dort brucht die Welt von der mehr als irgendwann, als jemals vorher. Die Welt riebt. Und Jesus sagt, der Abend ist groß. Und das sind wenig, was gehen wollen. Vor dem Himmel. Die Personen, die deine Botschaft gehört haben. Rede durch deinen Heiligen Geist an. Evaluier du dich vom Sinn, vom Gerecht und von Gerechtigkeit. Evaluier du durch deinen Heiligen Geist. En die wat van jou nog zich te die allemaal bekannt haben, aber die sie gemütlich thuis hocken. Die Hände in de Scheut gelegt haben und glauben, das Wortel alle Worte, rüttel die ab. Dort die anfangen, ab Knäues den Angesicht zu sehen. Dort die anfangen, brennen zu worden nur die. Dort diese Leuven nur die anfangen zu brennen, und dort die andere anstecken können. Eine Welt, der Ramjetten brellt, nur Sicherheit. Die Sicherheit jetzt auf dieser Welt nicht zu finden. Du sagst in deinem Wort, das sind immer wieder Menschen, die gehen rum und schreien, Fried, 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 wo kein Fried ist.
Der Friede ist nicht in dieser Welt zu finden. Der Friede ist bloß in Jesus Christus zu finden. Der Friede ist bloß für meine Horten, für meine Seele zu finden. Und dort muss wie die Menschen sagen, dort muss die Menschen in der Welt weiter, dort gibt auf dieser Welt keinen Frieden. Der Friede ist bloß in Jesus Christus zu finden, wenn mein Eck zum Sterben kommt und wenn Jesus Christus an mir anfängt zu leben. Wenn du einer von den bist, der sich all jeher zu Gott bekannt hat, bloß der sich niemals fast entschlüten kann, wirklich für Gott zu brennen, dann rüber ich die von der Buße darüber. Bekannt als eine Sünde, so lauf für Gott zu leben und komm Sieg vom ganzen Orte. Die Bibel sagt die von der, wer Gott Sieg geworden, von der wird dem noch finden. Doch da kommt eine Zeit, wo der nicht mehr wird zu finden sein. Dann ist das zu laut. Wenn du nicht von der gesagt hast, wo du noch kannst, Maria ist das vielleicht zu laut. Dort jeft ein zu laut und da wirst du dem nicht finden können, wenn du dort nicht utgenutzt hast. Und dort möchte ich die von der Klarmord leihen. Von der ist noch Zeit, Gott zu sehen. Aber ich weiß nicht auf Maria. Wenn du weißt, sieg nu. Wo immer du bist, ab Knies, raubt um Haaren. Und er sagt, wer mich noch mich kommt, dem wo ich nicht rützt heute. Halleluja. Jesus Christus, die alle ihr von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was immer die Welt deine Welt in der hat, du wirst, bist und bleibst der selbst ja Gott von aller Ewigkeit zu Ewigkeit. Die ihr in Jesus in Namen. Amen. Belöning, die kämpft und auch für
står tid, jeg går din hånd. Kom, søs du bedst når Jesus. Kom, søs du bedst når dine går. Kom. Die erste Jesus kommen von der und wann du das Sache gemerkt hast von der mit Jesus, dann kannst du sagen, ja Jesus, du wirst Geld zu mir, du wirst Geld zu mir sein, aber dann darfst du auch das Versprechen annehmen für dich und sagen, Jesus, du bist Geld. So als Josua sagt, dort esse, du Zwiebel ich nicht an, dort esse, und wir laden die an, noch einmal mit uns zu singen, du bist Geld.
met deze vrede darfst du dit werk in de nieuwe week kunnen. Amen.